Ja, grüß euch benannt und einen Sackrischgurn. Jetzt Kasperl! Leute, meine sehr geehrten Kasperl und Kasperlinen, ich habe euch soeben den letzten Edzardler-Part von diesen 2016er Teamspeak Leaks Nummern hochgeladen. Das fandet ihr ja ganz lustig. Die Nummer über die Ulm-Thematik kam jetzt nicht so super gut an, aber immerhin sind wir noch bei 87% Likes, Dislikes, ne? Also ist in Ordnung. Ich wollte halt zu dem Thema was machen. Und es ist halt auch cool, wenn es dann weniger geklickt wird. Ein paar Leute finden es gut, wenn ich ab und zu mal andere Themen mache. Und mir gefällt es auch und dementsprechend wird es halt ab und zu gemacht. Ist auch vollkommen fein, ne? Wenn das dann ne? Ist auch vollkommen fein, wenn die Leute irgendwie ein Dislike geben, wenn sie sagen, hier, wir sind hier beim Kasper nicht wegen irgendwelche News oder sonst irgendwas. Hier, wir wollen den Dicken sehen. Ist auch legitim. Leute, aber was habe ich heute mitgebracht? Heute habe ich euch was mitgebracht. Das Avenk Special. Kann mich da vage dran erinnern. Deswegen fand ich, okay, das vielleicht ist es eine nice Sache. Ich weiß nämlich, das ist hier vom Mitte Dezember 2021 und das ist kurz bevor ich meinen Kanal aufgemacht habe. Ja, zu diesem Zeitpunkt habe ich bereits den Entschluss gefasst, diesen Kanal aufzumachen. Prokrastinationskasper hat dann nochmal 2 Wochen dafür gebraucht, aber dann ging es auch los. Dementsprechend sind das so Sachen, aus dieser, man sieht es auch an der Frise, die er da hat, ist dieselbe Nummer wie damals, als er eins von meinen ersten Videos, die ich reacted habe, wo er seinen Tomate-Mozzarella-Salat gemacht hat mit der Fleischwurst und Bordelaise-Filet drin. Ja. Genau. Die gute alte Zeit, 2021. Kurz bevor ich aktiv wurde im Drachengame, ist hier ein Vlog 122 und ihr seht es schon. Warte, ich mache den jetzt gleich schon mal aus. Da ist er. Lupe in der Hand, etc. etc. Also erst einmal, ja, es wird erstmal. Nehmen wir mal die Dinge, die abgehakt werden müssen, als erstes Checkliste machen. Hockt's euch her, sagen wir mehr. Reißt euch ja heute auf. Wir gingen einer in rein. Und bevor wir einer gehen in einer, keine Sorge, keine Sponsorings oder sonst irgendwas, aber bevor wir da einer gehen, das hier ist der erste Frame vom Video. Ich schaue das irgendwie auf Odyssey, keine Ahnung. Ich hätte das auf Odyssey wieder gefunden, auf YouTube habe ich es nicht gefunden. Bevor wir hier reingehen ins Video, erst einmal schau die neu an. Das ganze Bild. Das eine Auge halb offen, der schaut aus, wie wenn ihn gerade jemand irgendwann um Mitternacht oder um 2 oder sowas nach einem sauberen Rausch irgendwie wüst aus dem Bett gerissen hätte und ihn gerade irgendwelche, keine Ahnung, hochkomplizierten Fragen über Kernphysik stellt. Ja? So schaut er gerade aus. Bitte was? Ich nehme auch an, dass er kurz davor wahrscheinlich erst aus dem Nest gekrochen ist. Ja? Einmal mit die Fettpatscherchen durch die Schmandhaare durch. Bascht. Haarbürste brauchen wir nicht. Dann setzt man sich vor den grünen Fetzen und dann macht man seinen Edzardler-Vlog. Weil Reini hat nämlich, das Lustige, Reini hat immer seine Vlogs aufgenommen, bevor er also der hat die in der Früh aufgenommen. Also nach dem Aufstehen hat er seine Vlogs, also sein Tagebuch gemacht. Ne? So ein Vlog soll ein Internet-Tagebuch sein, ein Video-Internet-Tagebuch. Und das hat er aufgenommen direkt nachdem er aufgestanden ist. Geilo. Ich weiß nicht, was er jetzt hier da drin wieder verzapft, aber das ganze Bild passt halt einfach mal wieder. Richtig. In diesem Sinne, Leute, hau da rein. Play-Button. So ein Ding. Metal, Leute, servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Boah, Rainer, du bist so cool. Rainer, was würde ich geben, um so cool zu sein wie du? Das ist der nächste Punkt. Ne? Er sitzt da, Fluppe in der Fresse und
das ist ja offensichtlich gestaged. Im Übrigen, wer sich gerne ekelt, kann sich auch gerne hier diese Fingernägel anschauen. Der eine super dreckige wird hier gerade verdeckt, der andere ist aber auch räudig genug. Der denkt sich, okay, jetzt muss ich hier diesen scheiß Vlog machen, weil es müssen Barne rein. Lustig auch die Vlogs. Er hat einen extra Kanal für seine Vlogs. Das war dann am Ende auch Teil des Problems, wo es um den Bannhammer ging, wo sie ihn von YouTube gebannhammert haben, weil er ja auf diesem Vlog-Kanal Videos hochgeladen hat, weil er mal wieder eine Sperre auf dem Hauptkanal hatte. Ne? Das hat der YouTube überhaupt nicht geil gefunden und haben sie im Kanal weggemittelt. Aber, ne, Side Story. Aber er denkt sich, okay, ich muss jetzt mal Vlog aufnehmen. Dann muss ich jetzt aber vorher, muss ich mir noch so eine Zichte anmachen. Und die muss ich dann auch so in die Hand nehmen. So, und dann gebe ich mich richtig cool. Ne? Da setze ich mich so schräg da rein in diesen viel zu kleinen Stuhl. Der auch kurz darauf mit Metal aufgesagt. Ja, und dann wird da erstmal der Rauch in die Kamera geblasen. Ah, Metal, ja, herzlich willkommen. Ey, unfassbar. Unfassbar. Wie irgend so ein Dulli aus so einem Gangsterfilm, dem da irgend so eine Kneipe oder ein Restaurant gehört und dann kommt man hin, weil man von dem irgendwas braucht. Ja? Und dann sitzt er da. Ist das zu mir gekommen? Es wird nicht billig. So eine Nummer ist es. So cool kommt er sich vor. Es ist jetzt 16:39 Uhr. Datum wäre der Uhrzeit, das durfte damals niemals fehlen, niemals, nie, nicht. Wir haben den 3., also den 3.12.21. So, wir haben wieder mal Fun Fact, hochgeladen ist das, glaube ich, am 14.12. oder sowas geworden. 15 Idioten vor meiner Haustür stehen. Ja, ist wieder 20, 30, 500.000 Idioten stehen vor der Haustür. Es ist unerträglich, Reini. Es ist unerträglich. Und dabei wollte er doch über die Haters überhaupt gar nicht mehr sprechen. Wohlgemerkt, in der Zeit von Corona. Keiner. Ja, in der Zeit von Corona, weil die Leute dann. Was erwartest du? Dass die Leute in der Zeit von Corona sich sagen, jetzt haben wir Corona, jetzt mögen wir auf einmal den Reini. Ja, das ist eigentlich ein ganz dufter Typ, weil wir jetzt krank sind. Keine Ahnung. Ist er wegen dumm oder. Von denen hat eine Maske auch, soweit ich das erkennen kann. Ja, eine Maske muss auch reichen in der ganzen Beziehung. Noch dazu, Reini, das war Ende 2021. Ich weiß, diese ganze Corona-Dullerei, die hat uns noch ein bisschen genervt zu dem Zeitpunkt, aber ich war 22 wieder auf meinem ersten Festival. Muss sagen, war ganz egoistisch. Mein Hauptding war, ich wollte wieder auf Konzerte und Festivals gehen. Das habe ich 22 bekommen, danach war mir Corona scheißegal. Ja. Ende 2021 kannst du da ausdenken. Stehen hier alle rum, schreien alle hier rum. Ja, die machen hier rum, rütteln am Zaun, bauen die Scheißen, was hat er auch immer gesagt, schmeißen Steine und hast du nicht gesehen. Brüllen rum, brüllen das ganze Dorf Etzertler zusammen. Durchfahrtsverbot ist auch, jetzt kommt die Schallplatte. Belästigen das gesamte Dorf, fahren. Ja, haben wir es hier. Fahren hier durch, obwohl mal hier Durchfahrverbot ist. Ihre Autos hier wiederholt durch, obwohl das verboten ist. Ja, es ist richtig. Es ist streng verboten gewesen. Ihr müsst denken, dass da, ne, wenn man da damals durchgefahren ist und man wurde erwischt, ist direkt an die Wand gestellt worden. Da gab es dann auch keine Prozesse mehr oder sonst was. Hier ist Judge Dredd-mäßig. Ist der Herr Müller gekommen und gesagt, du bist da durchgefahren, tut mir leid. Bam. Ja, weg. Ne? Reini, ich war da selber schon. Das ist ein Dorf. Da führt eine öffentliche Landstraße hindurch. Im Übrigen, durch eine wunderschöne Landschaft. Ich habe schon häufiger erwähnt, es ist eine wunderschöne Landschaft. Und ich konnte mich auch halbwegs drauf konzentrieren, weil ich hatte ein bisschen einen Intus, aber der Matti hat uns gefahren. Dementsprechend konnte ich mir die Landschaft auch ein bisschen angucken. Ne? Danke, Matti, nochmal an das. Da war sehr nett von dir. Uns bis auf den Haufen durch die mittelfränkische Provinz zu tuckern. Das war auf jeden Fall Ehre geht raus. Ja, warum genau spreche ich das jetzt an? Ja, weil die Hater dein Hauptcontent sind, Reini.
Die Hater, etc. Im Übrigen, warum er sich da so fühlt, ist, das war dieser Dezember 21, wo er den dicken Payout hatte. Ne? Ich weiß nicht, ob die Kohle da schon hatte oder erst ein bisschen später, aber er wusste, die Kohle kommt zeitnah. Ja? Die 70.000 vom Hausverkauf und da hat er sich vom inneren Auge schon im Ranger sitzen sehen und dementsprechend hat er sich richtig gefühlt. Wir wissen, Reini war in seinen ganzen Streams und Videos immer am unerträglichsten, wenn er Oberweser hatte. Ne? Klassik. Wenn Barren nicht da waren. Ja, sagen wir das mal ganz klar, wenn Barren nicht da waren, dann hat Reini auf einmal von einem Tag auf den anderen, die ganze Heulerei war nicht mehr am Start, das ganze, ist das die Welt, die ihr leben wollt, dieses ganze, mein Leben ist kaputt und alle machen mich fertig, diese ganze Gejammere, das war alles nicht, da ist er dann richtig arrogant geworden. Also was heißt geworden? Da hat er es halt raushängen lassen, immer arrogant war die ganze Zeit schon. Da hat er es dann halt raushängen lassen. Weil er sich gedacht hat, jetzt ist es soweit. Jedes Mal, wenn Kohle da war, dass er, jetzt ist es soweit, jetzt habe ich es überstanden, ab jetzt ist dauernd Kohle da, immer für immer. Die kann ich jetzt mit beiden Händen rausschmeißen und im Stream und in Videos kann ich mich aufführen wie ein Stall voll Affen, weil ich bin ja jetzt der große Krösus. Und dann, wenn die Barren wieder weg waren, dann ist das Gebettel wieder losgegangen. Da hat man wieder versucht, im Internet auf armer, sympathischer Dulli zu machen, der ja ganz zu Unrecht von der ganzen Welt gemoppelt wird. Ja? Barren bitte. Mal mit einem Irrglauben aufräumen möchte. Dass du ein Mobbingopfer bist. Das wäre ein Irrglaube, dem sehr viele Leute anheimgefallen sind und der dazu geführt hat, auch da, dass du wieder Barne gekriegt hast. Und zwar glauben die Hater immer alle, dass sie mich dadurch aufregen, dass sie da sind. Ja, es funktioniert ja auch offensichtlich, weil wenn das nicht der Fall wäre, dann würdest du jetzt nicht extra ein Video jetzt leider zu machen. Und jetzt verstehe ich im Übrigen auch, warum er komplett aus dem Leben gescheppert aussieht. Das wird halt wahrscheinlich zu einer unchristlichen morgendlichen Zeit für ihn gewesen sein, irgendwann um 12 Uhr mittags. Ne? Der gute Reini hat sich mal wieder die Nacht mit Daddeln, Anime, Borneo und Selbstbefleckung um die Ohren geschlagen, ne? Und ist wahrscheinlich erst wieder 4, 5, 6, 7 Uhr in der Früh in die Haie gemeddelt. Und dann ist, wenn um 10 Uhr, 11 Uhr, 12 Uhr sowas da draußen Turn-Up ist, dann ist natürlich Pol offen. Ja? Natürlich schaut er aus, als wäre er gerade aus dem 20 Jahre Koma erwacht. Ja? Weil so fühlt sich ja halt gerade auch an. Und da sind da draußen Leute, die sagen, Herr Winkler, und da muss man sich jetzt da hinstellen und setzen und natürlich erst einmal erklären, dass ihn das überhaupt nicht tangiert. Rainer kauft der Ohrstöpsel, Oropax, keine Ahnung, Noise Cancelling, Kopfhörer, sonst irgendwas. Ne? Ignoriere die Leute weg, schlaf weiter. Wenn es dir so egal ist und wenn dich die gar nicht nerven, die Leute. Nein, die nerven ihn so sehr nicht, dass er aufsteht, hier rüber wungelt, sich eine Zichte anmacht und erstmal erklärt, warum ihn das nicht nervt. Oder dass sie mich dadurch aufregen, was sie zu mir sagen. Ne? Mit Fettsack, Hagebuttene und was weiß ich alles. Das ist Grüße gehen raus an Hagebuttene. alles etwas, was mich komplett kalt lässt. Das interessiert mich null. Ja. Ja, dann ist ja auch kein Problem. Können wir weitermachen. Was mich aufregt, ist diese angebliche und geheuchelte Intelligenz der Hater. Dieses, wir sind dir so haushoch überlegen. Ich sag's dir, wie es ist. Ich habe im letzten Video auch schon gesagt, dieses ganze Hatertum, diese Szene, die ist wirklich, da gibt es aus allen Gesellschaftsschichten und gibt es da Leute. Da sind natürlich auch Menschen dabei, ne, so ein Maximilian oder so jemand, die jetzt, sagen wir mal, vom Intelligenzquotienten nicht so sonderlich weit von dir weg sind. Aber sogar die sind dir haushoch überlegen, was das angeht. Sogar der hat es hingekriegt, dass du die Dummheit begangen hast, ihm diese dämliche Taschenlampe über den Kopf zu hauen. Sind dir so haushoch über alles und beweisen mit ihren Taten genau das Gegenteil. Und dann diese unglaubliche Arroganz, das ist das, was mich so abfuckt. Es ist nicht die Tatsache, was sie zu mir sagen. Es ist die Art und Weise, wie sie sich geben, wie sie sich verhalten. Achso, das heißt, ich darf alles zu dir sagen, das stört dich nicht. Ist gespeichert, Rainer.
Ist gespeichert. Werde ich mir merken für den Fall, dass wir uns mal über den Weg laufen, weil YouTube hat eine andere Meinung. Ja? Wenn ich jetzt rauf und runter beleidige, dann kriege ich wieder die Prügeln ausgeschmaßt. Und das Ganze ist jetzt sogar seit der Gerichtsverhandlung noch schlimmer geworden, weil sie jetzt so, ja, siehst du, wir können dich angreifen, wir können dich verletzen, wir können dich fertig machen und du landest dafür im Knast, wenn du... Nein, Rainer. Nein, 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 nein. Nein, Rainer. Du hast angegriffen und verletzt. Und deswegen bist du vor Gericht gelandet. Und leider nicht im Knast. Ne? Zu dem Zeitpunkt war ja zwischen der einen Verhandlung und der Berufungsverhandlung, aber da standen noch 2 Jahre Camp Knacky im Raum. Ne? Das war das Urteil nach der Oktober 2021 Verhandlung, waren 2 Jahre hier Zuchthaus. Und das mettet ihn natürlich an, weil er natürlich Schiss hat. Damals stand wirklich, also jeder, den ich gefragt habe, hätte Geld darauf gewettet, dass der einfährt. Dass jetzt endlich soweit ist. Ne, dass, wenn ich gefährliche Körperverletzungen begehe, nochmal und nochmal und nochmal und nochmal, wie er sagen würde, dass dann irgendwann mal tatsächlich Konsequenzen folgen und der echt eingeknackt wird. Konnten wir alle nicht wissen, dass dem nicht so ist. Vor allem voran er nicht. Ja, er hat sich zwar immer eingeredet, er hat zwar immer behauptet, ich gehe nie in den Knast. Aber er hat schon Schiss gehabt. Dem ist sauber der Stift gegangen. Obwohl der Stift, ne? Die schon reichlich angerührte Wasserfarbe. Die braune Wasserfarbe ist ihm gegangen. Mal wieder. Fast so, als hätte draußen jemand einen Böller gezündet. Und natürlich ist er da ein bisschen angemettet. Dass er sich denkt, ja scheiße, jetzt habe ich endlich Kohle und jetzt wollen die mich in den Knast stecken. Nur weil, und jetzt Rainer, die haben dich nicht angegriffen, die haben dich nicht verletzt. Du bist da rausgemeddelt, hast dir eine Waffe mitgenommen, eine improvisierte, aber eine Waffe, eine schwere Taschenlampe und hast dir dem Dulli auf die Rübe gezimmert. Und entweder war der vorher schon nicht ganz sauber oder du hast da behindert geschlagen damit. Fest steht, der Platzwunde am Kopf gehabt, das zählt als gefährliche Körperverletzung, fertig aus, Nikolaus, ne? Dafür bist du dann vor Gericht gestanden. Nicht, weil dich irgendjemand angegriffen hat. Die Hand gegen uns erhebst, wir sind die Mächtigen. Ja, erstmal an dem Fall eigentlich danke an die Richterin, aber gut, das ist ein anderes Thema. Die Sache ist die... Im Übrigen, dieser Richterin ist ja vor Gericht noch bis zum Anschlag in den Arsch gekrochen und hat noch auf reumütiger Straftäter gemacht. Ja, ich weiß, dass ich mich nicht korrekt verhalten habe. Und hat dann noch diesen ganzen Bullshit-Text runtergesabbelt, den ihm sein unsäglicher Verteidiger da vorgesetzt hat. Nur um dann wirklich postwendend, als er wieder zu Hause war von diesem scheiß Gerichtstermin, hier wieder die Kamera etc. anzumachen, Metal Leute, willkommen, bla bla bla, und erstmal sauer vom Leder zu ziehen, was das für eine dumme Nuss gewesen sein soll. Egal in welcher Situation. Ich habe mich Situation, Rainer, Situation. letzten Endes verteidigt gegen die Hater. Und Das ist gelogen, Rainer. Hast du nicht. Ne? Du bist hinter dem Zaun gestanden, ne? Dem intakten Zaun bist du gestanden mit einer Waffe in der Hand und hast durch den Zaun hindurch mit der Waffe jemanden attackiert und verletzt. Das ist nicht Verteidigung. Egal wie dämlich und besoffen der Typ ist. muss mich auch immer verteidigen. Wir haben jetzt 14 Leute vor meiner Haustür. Es ist Winter. Rainer, du kannst ja bis 14 nicht zählen, ohne dir die Socken auszuziehen. Also halt da bitte den Rand. Es schneit draußen und es ist kalt. Wir haben aktuell 2,3 Grad. Das Vogelnest wieder. Schaut es euch nochmal an. Und muss mich auch immer verteidigen. Wir haben jetzt 14 Leute vor meiner Haustür. Es ist Winter, es schneit draußen und... No shit, im Dezember ist Winter rein. Also im Gegensatz zu Juli oder sowas, wo halt nicht Winter ist. Ha? Es ist kalt. Wir Schaut euch das an. Schaut euch das an. haben Wild ist das. Wild. aktuell 2,3 Grad. Das sieht aus, als hätte ihm ein Wasserbüffel auf den Kopf geschissen. Wir hatten heute Vormittag hatten wir, oder eigentlich heute Mittag so 12 Uhr 1 herum, hatten wir 1,8 Grad. Also es ist wirklich, wirklich kalt. Ich habe Ja, 1,8 Grad im Dezember ist halt auch keine Seltenheit, Rainer. Und wir haben es jetzt begriffen.
Na, es ist Winter und es ist kalt. Weiter im Text. Im Zimmer eine Temperatur von 21,2 und mir ist kalt. Und dann stehen da Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das liegt halt vielleicht daran, dass dein Kreislauf mit der Durchblutung der ganzen Masse nicht mehr so hinten nachkommt. Ne? Deswegen könnte der kalt gewesen sein. 14, 15 Idioten vor meiner Haustür am Freitagabend. Wie gesagt, was haben wir? 16 Uhr. Das ist wieder beknackt gemacht. 16 Uhr. Guten Morgen, Rainer. Ja, ist Aufstehenszeit eigentlich bei dir. 16:42 Uhr. Und ja, ich kann keine Videos machen und keine Streams machen. Muss ich es jetzt sagen? Muss ich es jetzt wirklich sagen? Rainer, wenn du keine Videos machen kannst aktuell, was tust du dann hier gerade? Sitzt da, macht ein Video, in dem er sich beschwert, dass er keine Videos machen kann. Ich glaube, es hakt. Ich glaube, dem hat irgendjemand massiv ins Hirn geschissen. Ist als der Wasserbüffel dir auf den Kopf geschissen hat, ist ein bisschen durch das Vakuum und den Unterdruck ein bisschen was durchs Ohr reingesaugt worden, oder? Weil ich immer noch gesperrt bin. Ach so, weil du gesperrt bist. Deswegen ist das da war noch schlau, in Anführungszeichen, schlau, da war noch schlau genug, das dann erst hochzuladen, wenn der Edzardler Streik vom Hauptkanal wieder runtergemettelt war. Deswegen ist die Scheiße erst am 14. hochgekommen. Da haben sie ihm da 2 Wochen Strike reingemettelt. Sportlich. Jetzt noch das Wochenende ab. Ich habe ja schon ein Video aufgenommen, das kommt jetzt dann auch die Tage. Wenn es dann wieder freigeschalten ist, es wird auch wieder freigeschalten. Das ist nur momentan so eine nervige Angelegenheit, dass das jetzt so lange braucht. Ich verstehe das nicht. Das eine ist jetzt seit über 2 Wochen. Das müsste eigentlich längst wieder freigeschalten sein. Das andere ist jetzt auch seit einer Woche inzwischen. Ja, Reini, ist halt scheiße, gell? Das ist halt scheiße, wenn man irgendwelche Strikes reingemettelt kriegt. Ich sag dir mal, wie es ist. Damals, als du deine Speerlutscher und wie sie nicht hießen, da, als du schon in Zoo bist, warst 23, ne, Ende 22 bis Ende 23 in dem Jahr, da hat er ganz viele so, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, Mara oder sowas. Auf jeden Fall gab es da ganz viele Leute da auf seinem Discord, die er dann halt immer losgeschickt hat und die dann angefangen haben, einfach nach Hater-Videos zu suchen, die einfach wild wegen Cybermobbing striken zu lassen. Da habe ich auch den einen oder anderen Strike kassiert von dir, ist halt nicht lustig, ja. Aber ich finde es ja schön, dass du auch weißt, wie diese Medizin schmeckt. Ja, ich finde das, solange da keine wirklich abartigen Dinge passieren, vollkommen wild einfach irgendwelche Videos striken zu lassen, nur weil da irgendjemand was sagt, was einem nicht passt. Und ich warte jetzt darauf, dass es freigeschalten wird und es wird einfach nicht freigeschalten. Dann gibt es auch wieder so einige Vollpfosten von den Hatern, die da wieder rummaulen, so Werktage USA oder USA-Werktage oder das USA-Tage, bla 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 bla. Passt auf, ich muss das mal, glaube ich, ein wenig erklären, was ich mit US-Werktage meine. Also. Ja, bitte, oh, ich bin sehr gespannt. Im Übrigen, hier ist Ultracut, ist zusammengeschnitten auf 16 Minuten. Ich möchte nicht wissen, was da jetzt alles rausgeschnitten wurde, aber ja. Ein wunderschönes Bild. Der sieht überhaupt nicht aus, als hätte er sie nicht alle beieinander. Zunächst mal, Werktage sind ja, wie jeder von euch weiß, da gehe ich mal davon aus, dass das jeder wissen dürfte. Tage, an denen gearbeitet wird, Rainer. Alles außer Sonntag. Werktage sind ja die Tage in der Woche, in der man arbeitet. Das heißt, Montag bis Freitag, beziehungsweise sogar, ich glaube, Montag bis Samstag gelten als Werktage. Nee, ich glaube wirklich, Montag bis Freitag gelten tatsächlich bloß als Werktage. Ja, kommt aufs Land drauf an, Digga. Aber ich glaube, Samstag gilt streng genommen schon noch als Werktag. Und Werktage sind keine Tage, die frei sind. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel Weihnachten, so erster und zweiter Weihnachtsfeiertag, das sind Feiertage. Das heißt, an den Tagen wird nicht gearbeitet. Hältst du deine Zuschauer für genauso unterbelichtet wie dich selbst? Willst du den Leuten jetzt wirklich erklären, so, Werktag ist einer, an dem man arbeiten muss, und ein Feiertag ist praktisch so das Gegenteil, wo man nicht arbeiten muss? Ja, Rainer, herzlichen Glückwunsch. Dieses Konzept, das haben wir alle begriffen, schon seit wir im Kindergarten waren. Als das erste Mal gefragt haben, Mama, heute ist Mittwoch, warum muss ich nicht in den Kindergarten? Dann hieß es, weil heute Feiertag XY ist. Und dann hat man gefragt, ja, warum? Ja, manchmal sind dann so Tage, sind Feiertage aus bestimmten Grund und dann muss man da nicht arbeiten. Und dann müssen natürlich auch die Ladies da im Kindergarten, die Erzieherinnen, nicht arbeiten. Und dementsprechend ist der Kindergarten heute zu. Fertig. Ab da haben wir es alle begriffen. Da sitzt der Mann hier mit Anfang 30 damals noch
und erkläre den Leuten erst einmal den Unterschied zwischen Werk- und Feiertagen. Herzlichen Glückwunsch. Heißt, diese Tage zählen nicht als Werktage. So, und das heißt im Klartext, dadurch, dass diese Tage nicht als Werktage zählen, kann man die auch nicht als solche rechnen. Bei den US-Werktagen handelt es sich um die Werktage der USA. Da wir denen einen Tag oder einen halben Tag voraus sind oder hinterher sind mit der Zeit, ich weiß nicht, wie die Umrechnung ist. Ja, genau. Also die USA leben einfach einen Tag in der Zukunft, Rainer. Keine. Auf jeden Fall ist ja eine Zeitdifferenz von, ich glaube, 12 bis 16 Stunden zwischen uns. Ja. Rainer, der Tag hat 24 Stunden. Der Tag hat 24 Stunden, das heißt, die Erde dreht sich in 24 Stunden einmal um sich selbst. Dann kann doch rein logisch die Zeitdifferenz maximal 12 Stunden sein am anderen Ende des Planeten. Wo nimmst du die 16 her? In den USA. Und deswegen ist bei denen Samstag oder Sonntag, wenn bei uns Freitag oder Samstag ist. Oder halt Montag. Und deswegen zählt dann dieser Tag, wenn bei uns Montag ist, bei denen nicht als Werktag, weil die ja letzten Endes einen anderen Wochentag haben. So, das mal so viel dazu. Dazu kommt außerdem, die US-Werktage zählen auch als die Tage, wenn sie quasi keine Feiertage haben. Das heißt, Werktage zählen als Tage, wo man keine Feiertage hat. Ne? Werktage, an denen irgendwelche Feiertage sind, sind keine Werktage. Das heißt, wenn am Montag zum Beispiel Thanksgiving wäre, was bei denen, glaube ich, ein Feiertag ist. Rainer. Ja, Thanksgiving ist einer der wenigen Feiertage, die sie haben. Ne? 4. Juli ist ein anderer. Und ich glaube, 25.12. haben sie auch frei. Die haben deutlich weniger Feiertage als wir hier in Deutschland. Aber Reini, Thanksgiving ist immer ein Donnerstag. Am Montag kann überhaupt kein Thanksgiving nicht sein. Thanksgiving ist immer ein Donnerstag. Dann hätten die da eben letzten Endes keinen Letzten Endes! Feiertag. Was wird denn das jetzt schon wieder? Und das ist nämlich der Grund, warum ich. Weil Black Friday ist immer der Tag nach. Entschuldigung. Black Friday ist immer der Tag nach Thanksgiving. Und der heißt jetzt nicht zufällig Black Friday. Gesagt habe, US-Werktage, ja, weil die Hater sich jetzt wieder daran aufgehen. Ich verstehe manchmal echt nicht, wisst ihr, die Hater sind irgendwie ganz, ganz merkwürdige Leute. Auf der einen Ganz merkwürdige Leute, ganz, ganz fürchterliche Leute. Seite sagen sie immer so, du hast voll das schlechte Allgemeinwissen und voll die schlechte Allgemeinbildung. Ja, du hast gerade Thanksgiving als Beispiel hergezogen und hast es auf den Montag gesetzt, ohne zu wissen, dass es immer ein Donnerstag ist. Du bist der Meinung, bei einem Tag von 24 Stunden ist auf der anderen Seite der Welt irgendwie 16 Stunden Zeitunterschied und ja. Und auf der anderen Seite machen sie sich dann über eine Aussage von mir lustig, US-Werktage, was ein offizieller Begriff ist, was sogar in den YouTube-Richtlinien drinnen steht, was den Bezug auf Strikes angeht. Das ist nämlich nach 10 US-Werktagen und so weiter. Und das steht wortwörtlich so drinnen. Ich habe das nur wiedergegeben, was da drinnen steht. Und die Hater machen sich total über den Begriff US-Werktage oder US-Tage lustig. Ja, Reini, weißt du, warum sie sich größtenteils drüber lustig machen? Weil du jedes Mal darauf angesprungen bist und jedes Mal eskaliert bist und gedacht hast, weil die dummen Edzardler Kackhater, was hat der so rot unter laufenden Augen? Hat der gekifft? Weil du jedes Mal gedacht hast, Mei, diese Deppen, die haben es schon wieder nicht gecheckt und dann wieder angefangen hast, wie hier auch, da umeinander zu stöpseln und denen zu erklären, was er Werk und was er Feiertag ist. Und der sich jedes Mal köstlich bepisst darüber. Und dann denke ich mir halt einfach nur, seid ihr wirklich so stumpf oder fehlt es euch irgendwo an allen Gehirnzellen, die man euch hätte... Gehirnzellen, auch ich hab's wieder vergessen hier, diesen Ding. Das geht mir schon wieder, der denkt mir schon wieder zu langsam. beibringen sollen oder zugeben sollen oder sonst was. Als das Hirn verteilt wurde, waren die Hater gerade haten. Und deswegen haben sie nichts mitgekriegt davon, glaube ich. Ja, richtig. Richtig, Rainer, wir waren haten. Aber wo warst du dann? Wo warst du? Als das Hirn verteilt wurde. Wahrscheinlich hast du nochmal extra Portion Ärsche im Arschgebirge-Discounter abgeholt. Naja, wie gesagt, die Sachen, die mich wirklich aufregen an diesem ganzen Hate, an diesem ganzen Scheiß, an diesem ganzen Gepisse hier, ist, wie gesagt, nicht die Tatsache, dass die Hater vor meiner Tür stehen. Es ist nicht mal die Tatsache, was sie zu mir sagen. Natürlich gibt es auch Tage, an denen ich wenig... Also das regt ihn nicht auf, das stört ihn praktisch nicht.
Also war vollkommen okay, da hinzugehen, vor der Tür zu stehen und Dinge zu ihm zu sagen. Scheißegal was, stört ihn nicht, regt ihn nicht auf. Was regt ihn tatsächlich auf? Ich gut drauf bin und dann so Sachen wie Fettsack und so weiter mich zwar nicht treffen, aber ich davon einfach angepisst bin, weil ich es einfach schon so oft gehört habe und so weiter. Das hat nicht damit was damit zu tun, dass ich Es stört ihn nicht, aber es pisst ihn trotzdem an, weil er gut drauf ist, aber irgendwie dann doch nicht. einfach nicht weiß oder so. Oder dass mich das trifft, das juckt mich nicht einmal, nicht mal ansatzweise. Aber die Tatsache ist halt, was treiben die denn da? Aber Ich weiß nicht, aber sie widersprechen sich höchstwahrscheinlich nicht im Sekundentakt, so wie du. Ja? Weil das juckt mich nicht, aber es stört mich, aber das macht mich wütend und eigentlich interessiert es mich nicht und die Tatsache ist halt einfach dieses arrogante Verhalten, dieses arrogante, selbstverliebte, möchte gern überlegene Verhalten. Ich meine, die stehen ja, Reini, jetzt wieder gespiegelt, jetzt rate mal, warum dich die meisten Leute nicht mögen. Na, warum ein nicht unbeträchtlicher Prozentsatz der Leute, die da bei dir vor der Tür lag gestanden sind, überhaupt da waren. Überleg dir das einmal. Ob das vielleicht an diesem arroganten, überheblichen von oben herab Verhalten kommt, dass du jetzt hier auch wieder offensichtlich an den Tag legst. mit 14, 15 Mann vor meiner Haustür und 5 Ja, es werden kontinuierlich, jetzt hat schon wieder einer Zellteilung begangen da draußen. Es ist wild. Die wachsen da auch einfach nach. Ja, das ist, sich wie die Größten. Die fühlen sich, als hätten sie gerade, keine Ahnung, den Fußball-Weltmeisterpokal gewonnen oder so. nee, ich glaube, dass die halt einfach gerade irgendwie Bock haben. Ne? Die haben gesagt, wir machen einen Ausflug nach Etzertler Altschauerberg und dann stellen wir da hin und dann haben die halt eine gute Zeit. Schwachsinn. Die fühlen sich, als wären sie die absoluten Oberkings. Und dann denke ich mir einfach nur so, jeder Mensch mit nur 2 Gehirnzellen, was 2 Gehirnzellen mehr sind als bei den Hatern. Ne? Ja, der denkt sich einfach nur, Alter, habt ihr das wirklich nötig? Ja? Habt ihr das? Ja, ich weiß nicht, Rainer. Wer im Schlachthaus sitzt, soll nicht mit Schweinen werfen, Reini. Das mit den Gehirnzellen, ich habe das im letzten Ding schon mal gehabt, wo ich gesagt habe, hier die Sauferei, das ist für Leute, die ein paar Gehirnzellen verschmerzen können. Da gehörst du nicht unbedingt dazu. Wirklich nötig, so einen Kindergarten abzuziehen? Ja, aber ist die Diskussion damit beendet, wenn ich einfach Ja sage? Weil es stört dich ja nicht. Dann ist doch dann damit, wenn man dann sagt, ja, nee, wir haben das nötig. Ah, okay. Wir haben es nötig, dich stört's nicht, das war alles gut. Ich werde in meinem Leben nicht verstehen, was dieser Scheiße soll. Ich werde in Ja, das ist richtig. Du wirst das niemals, du hast das bis heute nicht begriffen. meinem Leben niemals nachvollziehen können, wie man sich so verhalten kann. Und er hat es auch bis dahin nicht begriffen, obwohl man es ihm wirklich täglich gesagt hat. Und ich übertreibe jetzt nicht, er hat es täglich gesagt bekommen. Ob er online war oder nicht, ob er Videos hochgeladen hat oder nicht, er hat es in Kommentaren, in E-Mails, in allen möglichen Dingen, er hat es immer gesagt bekommen. Gerade raus von allen Leuten. Der versteht es halt immer noch nicht. Dieser ganze Mist, ich weiß nicht, das ist. Rainer, ich erkläre das jetzt mal mit den Werktagen. Na komm. Alter Verwalter. Hier würden wir aufpassen mit diesem Haargummi, den du da hast, weil der eine Finger, bei so schwer adipösen Leuten wie bei dir ist halt oft mit der Durchblutung nicht mehr so geil, deswegen haben die auch immer Wasser in die Haxen. Wenn du da diesen Haargummi dann noch länger dran lässt, dann sagt der Finger bald Metal auf. Was machen diese Leute, wenn sie nicht mich haten können? Das frage ich mich. Die gehen arbeiten, haben ihr ganz normales Leben, Reini. Ich rede jetzt mal aus meiner Erfahrung. Ich mache hier meinen Shit, ich mache meine Hobbys, ich gehe auf Konzerte, ich bastel hier meinen Shit, ich mache im Garten, ich lebe mein Leben, ne? Einfach. Das mache ich, wenn ich dich gerade nicht hate. Du bist nicht mein kompletter Lebensinhalt, Reiter. Das ist ernsthaft eine Frage, die ich mir stelle. Was würden diese Leute machen, wenn sie mich nicht haten könnten? Ja? Ja, wahrscheinlich was anderes, Rainer. Viele von diesen Leuten, nicht alle, ne? Aber viele von diesen Leuten sind Leute, die in Diskotheken Schlägereien anfangen. Es sind Leute, die, keine Ahnung, gefühlt alten Frauen und kleinen Kindern die Tasche oder den Lutscher klauen. Also, Ja, das ist so. Das weißt du woher? Nein, du kennst ja niemanden davon. Alter, wie die Fresse gerade. Die Fresse, die er da gerade wieder zieht, wenn der Unterkiefer so nach oben kommt und die Unterlippe. Und dann drückt er das alles so zusammen, weil er sich so geil vorkommt, ne? Weil er jetzt gerade hier er talkt jetzt gerade den Talk einfach. Er talkt jetzt einfach den Talk. Er erzählt uns jetzt einfach, was Phase ist. Und jetzt zeigt das uns richtig. Ne? Wir sind alle so dumm. Und wir haben nichts Besseres zu tun. Das ist so erbärmlich, was wir alle machen. Bla 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 bla. Das ist tausendmal erbärmlicher ist, sich da hinzusetzen, als Mann ohne Hobbys, der eben nichts anderes macht, wenn er nicht gerade gehatet wird, außer hier Wichsdaddel Gelumpe.
der in Kürze aus diesem Haus rausziehen muss, noch keinen Plan hat, wo es danach hingeht, aber Hauptsache Barne, die ja nicht lange behalten wird. Und Hauptsache hier Fort Ranger etc. Aber über uns macht er sich lustig hier. Beim besten Willen. Dieses kriminelle Verhalten auch im Laufe dieser 10 Jahre. Ja, und wir sind alle kriminell. Jeder von uns nimmt Leuten den Lutscher weg. Wir sind alle fürchterliche. Wir sind alle schwer kriminell. Und wenn wir gerade Pause haben vom Kriminellsein, so zwischen zwei Heists, fahren wir zum Drachenlord, um ihn zu ärgern, weil wir sind einfach, wenn wir gerade nicht kriminell sein können, dann müssen wir irgendwie anders schlechte Menschen sein, weil wir sind einfach Comicbuch-Bösewichte, alle miteinander, ne? Die einfach nur hier böse böse heißen. Ja? Ich bin böse, Man. Der böseste Superbösewicht aller Zeiten. Ich bin einfach nur böse. Und wenn ich gerade so nicht böse sein kann, dann bin ich halt böse gegen dich. Das ist so. Ja? YouTube mache, was ich jeden Tag miterleben darf. Es ist einfach nur schrecklich. Also ich habe jeden Tag oder jeden zweiten... Du hast ja gerade vorhin gesagt, das stört dich alles überhaupt nicht. Du hast ja gesagt, es ist dir scheißegal, ob die kommen, was sie zu dir sagen, was sie machen. Jetzt ist schrecklich. Und keine Ahnung, ich weiß, schrecklich ist auch wieder so ein fürchterlicher Begriff irgendwie. Also er beschreibt ja die Situation mal überhaupt nicht. Reini, keine Ahnung, ne? Wenn irgendein Dulli der Meinung ist, ohne Sicht zu haben, zu überholen und einen Autounfall baut, bei dem eine 4-köpfige Familie mit kleinen Kindern umkommt, ist das schrecklich. Bekomm mal bitte deine Wortfindung auf die Ketten, ne? Das ist schrecklich. Das bei dir ist lächerlich, Rainer. Mit schrecklich überhaupt nichts zu tun. Irgendwelche, jeden Tag oder jeden zweiten Tag habe ich irgendwelche Idioten hier, die mit Sachen auf mein Haus schmeißen. Jeden Tag, jeden zweiten Tag, 5-mal am Tag, 20-mal am Tag. Sind auch 5 oder 10 oder 3000 Idioten. Das ist ambivalent. Das ändert sich immer so, wie er das gerade braucht. Autos hier durchbrettern, als würde es keinen Morgen geben. Wir haben kleine Kinder. Ja, die fahren hier mit 300 km/h sind hier durch. Rainer, darf ich dich mir daran erinnern, wer kurz nach dieser Aufnahme, paar wenige Monate nach dieser Aufnahme, hier mit 100 Sachen 80 über die Autobahn gemeddelt ist? Du hast selber im Stream gezeigt, was du für ein fürchterlich schlechter Autofahrer bist, und Gott sei Dank haben sie dem den Lappen weggenommen. Ja? Du hast es selber gezeigt, was du für ein fürchterlicher Autofahrer bist, und man hat es auch gesehen bei den Leuten, die dich gesehen und gefilmt haben, dass du irgendwie quer von links über 2 Autobahnen Spuren in die Abfahrt reingemeddelt, ohne Rücksicht auf Verluste. Hätte sonst was passieren können, Rainer. Oben, wir haben kleine Kinder da unten. Aber die Hater sind die hier durchs Dorf heizen wie die Gestörten. Ja? Und jugendliche Kinder hier oben. Da fahren Leute hier mit 70, 80 Sachen durchs Dorf. Ja, 100%. Sind die mit 70. Reini, das macht überhaupt keinen Sinn. Die Leute sind extra langsam an deiner Schanze vorbeigefahren, um dir vielleicht mit dem Megafon oder sowas noch ein kurzes Kommuniqué zukommen zu lassen. Ne? Über, keine Ahnung, Reda aus Weiden, Rudi aus Buddeln und dergleichen. So prominente Gestalten im Game. Glatteis, schreien rum. Heute Nacht um 4 Uhr hat es geschneit wie die Seuche. Da hat es richtig runtergehauen. Der Schnee liegt heute noch. Und da haben die Hater... Nein, Rainer. Unfassbar. Rainer, wenn es nachts schneit, liegt am nächsten Tag Schnee. So rumgeschrien und haben da an meinem Haus so rumgetreten und... Die haben am Haus rumgetreten. Nacht haben die hier umgestellt, eine Stunde lang, unter der Woche, am Donnerstag auf Freitag, ja. Ja, es ist scheißegal, an welchem Tag oder zu welcher Tages- oder Nachtszeit es war. Es war dann immer genau dann, war es besonders verwerflich. Es ist dann unter der Woche, mitten in der Nacht, das besonders verwerflich. Am Wochenende, mittags, besonders verwerflich. Aus unterschiedlichen Gründen. Ne? Unter der Woche, die sind arbeitslos und die machen alle nichts und so. Und am Wochenende, als haben die nichts Besseres zu tun, haben die zu viel Freizeit. Ne? Man kann ja mal sagen, dass es Freitag war. Das war wirklich Donnerstag auf Freitag. Und am Freitag hätte sich wieder was anderem beschwert. Dann wär's auch wieder ganz schrecklich gewesen. Ja? Aber dann Freitag wäre schrecklich gewesen. Frag mir nicht, warum. Ja? Das war also noch unter der Woche. Und da frage ich mich halt ernsthaft, wo fehlt's bei euch? Ja? Und dann ist das arrogante Verhalten den ganzen Tag. Ich meine, auf die Polizei warte ich jetzt auch schon wieder seit einer Stunde. Ja, Rainer. Warum wohl?
Das war hier Endzeit. Das war Schanzen Endzeit. Das war wenn er sagt 3.12., war ziemlich genau einen Monat, bevor er eigentlich seinen Auszugstermin gehabt hätte. Wo es hieß, Herr Winkler, Sie haben das Geld bekommen und am 5. Januar ist hier Medal Off angesagt und raus. Wir wissen alle, das hat er noch 2 Monate lang, hat er das Haus noch besetzt, weil wahrscheinlich die Gemeinde gesagt hat, jetzt machen wir hier nicht noch einen riesen Turn-up. Das Haus gehört ihm nicht mehr, der ist bald im Camp Knacki. Die hätten ja auch im Traum nicht gedacht, dass der da nochmal davonkommt, dass sie nicht einknacken. Und dann lassen wir halt jetzt noch die 2 Monate da drin, dann ist danach Feierabend. Ärgern wir uns jetzt so wenig wie möglich rum, vielleicht passiert nichts in den 2 Monaten, das ist gut. Oder lass 3 Monate gewesen sein, ne? 3 Monate waren es, Ende März frag mich nicht mal, ich glaube 21. März. Nagelt's mich nicht drauf fest, irgendwo darum, irgendwann in der 3. Märzwoche. Da war's. Da haben sie gedacht, komm, lass noch drin. Die Meinungen haben sich dann auch wieder geändert, weil du die Füße nicht hast stillhalten können und dann die Leute weiter provoziert hast, was dazu geführt hat, dass hier irgendeiner den Verteilerkasten umgemettelt hat. Und du dann nochmal versucht hast, Leute, die da aufgrund von Katastrophentourismus hingebimmelt sind, auf der Wiese mit dem Ranger zu überfahren. Und dann hat die Gemeinde gesagt, hier, jetzt ist Turn-up und jetzt Polen offen, du verpisst dich jetzt und zwar schnell und zwar sofort, ansonsten scheppert's. Wir haben 14, 20 Leute vor meiner Haustür ungefähr. Die variieren immer ein bisschen. Jetzt gerade sind es 12. Vorhin waren es mal 14, zwischendurch waren 5 da, dann sind 6 abgehauen. Jetzt sind aber 5 andere da. Also, ja, also zwischen 12 oder zwischen 9 und 12 Mann, 15 Mann. Ja, Rainer, er findet noch mehr Zahlen, wie viele von den Kackhater jetzt gerade. Es ist eh alles gelogen. Rainer, wenn jetzt gerade einer da wäre, würdest du. 20 Mann stehen vor meiner Haustür. Und das am Freitagabend um 16 Uhr. Ja, ist schon wieder Zellteilung passiert. 50. Ich weiß echt nicht, was ich davon halten soll. Ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Das Schönste sind ja natürlich so Sachen wie die Aussagen, dass ich selbst an dem ganzen Zeug schuld bin. Ja. Ja, die sind ja auch richtig. Deswegen sind ja die so schön, die Aussagen, Rainer. Deswegen ist das ja das Schönste da dran. Ich trage bestimmt bis zu einem gewissen Grad auch die Schuld daran, dass Leute von. Ja, bis zum Grad von 100% trägst du die Schuld daran, dass die Leute da kommen. Rainer, ich wüsste nichts darüber, über die Existenz dieses Dorfes, wenn es sich nicht gegeben hätte. Ich wüsste nicht, wenn irgendeiner kommen würde und sagen, hey, kennst du Altschauerberg? Nee, was ist das? Da würde ich mir denken, ist, keine Ahnung, ist vielleicht so eine Kindergruselgeschichten oder sowas, ne? Gänsehaut, Altschauerberg, was weiß ich. Ja, du bist zu 100% schuld an allem, was da passiert ist. Zu 100%. Auszustehen. Aber die ganzen Straftaten, die Hater begehen, die ganzen Straftaten, die hier Tag ein, Tag aus seit mittlerweile 5, 6 Jahren begangen werden. Und ja, der Hate geht länger als 5, 6 Jahre. Aber anfangs war es nicht so schlimm. Anfangs waren Leute, die hier waren, haben ein paar. Das ändert sich auch. Ne? Es war anfangs nicht. Es war Anfang praktisch gar nichts. Nein, die Nummer hat angefangen, als du versucht hast, hier dein Grundstück zu so einem Fan-Pilgerort zu machen, um davon Barren zu kriegen, weil du zu dämlich warst, deinen Strom zu bezahlen. Die Schulden abstottern musstest. Reini, du hast diese Plage über dieses Dorf hereinbeschworen mit voller Absicht. Mit voller Absicht, einfach nur um deinen Scheißstromschulden bezahlen zu können. Das hat nicht funktioniert. Wo ist der Verkauf? Wir haben mal den Strom Edzardler abgedreht. Programme gewollt, das waren vielleicht sogar tatsächlich Fans, aber es gab dann später Leute, die hier vor meiner Haustür standen und da waren es definitiv keine Fans mehr und keine Zuschauer mehr und da waren es wirklich nur noch Hater. Und was lässt sich über Haters sagen, was realistisch ist, was nicht gelogen ist und was nicht absolut übertrieben rüberkommt? Nichts von dem, was du jemals gesagt hast. Nichts von dem, was du jemals über Hater gesagt hast, war realistisch und nicht gelogen und nicht vollkommen übertrieben. Fakt ist, Hater. Fakt ist, dass immer, wenn er Fakt ist, sagt, eine Lüge kommt. Und es trifft egal auf welche Art von Hater zu. Ob es Leute sind, die nur dastehen und ein bisschen rumschreien oder auf Leute, die auch wirklich randalieren. Hater sind Menschen, die Aufmerksamkeit suchen. So. Nein, nicht unbedingt, Rainer.
man will sich das halt anschauen. Ich war ja selber da. Ne? Da stand sie nicht mehr, aber ich habe es mir halt einfach mal angeschaut, was mich interessiert hat. Wie es da halt aussieht. Jetzt würden alle zu mir sagen, ja, dann gib ihnen diese Aufmerksamkeit nicht. Aber so Ist richtig, Rainer. einfach ist das nicht, wie ihr euch das vorstellt. Doch, Rainer, das ist sehr einfach. Rainer, die Pinea hat es dir 1000-mal erklärt, wie das funktioniert. Ne? Drinne bleiben. Und eben nicht mit dem Stock oder mit der Taschenlampe oder mit sonst einer improvisierten Waffe dann nach draußen meddeln und die irgendwelchen Leuten versuchen angedeihen zu lassen, sich danach drüber beschweren, warum, wenn das tatsächlich zufällig mal funktioniert hat, dann eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung in die Schanze reingeflattert kommt. Ja, ich kann auch sagen, ja, naja, dann schau halt einen anderen Kanal. Aber genau das ist der Punkt. Ne? Weil das wäre nämlich mein Gegenargument zur Aussage, schenkt ihnen keine Aufmerksamkeit ist, schaut nicht meinen Kanal an. Das ist mein Argument. Ja, und mein Argument ist, wenn das mit YouTube nicht funktioniert, dann mach halt was anderes, Rainer. Das ist genau dasselbe Argument. Warum bist denn du auf YouTube? Du hast doch die Wahl. Das zwingt dich doch keiner dazu, auf YouTube zu sein. Wenn das nicht funktioniert, oder dann da kann ich, oh, rechts oben ist im Übrigen der X-Button, der Rainer. Das ist dasselbe scheiß Argument, Digga. Argument dazu. Jeder, der meinen Kanal schaut oder meinen Content schaut, nicht meinen Kanal. Das muss man nämlich dazu sagen. Ja. Das ist ganz verwerflich. Die Leute schauen das woanders. Und das hat ihn fußteufelswild gemacht. Ganz ehrlich, diese keine Klicks dem dicken Nummer. Die Kohle, die er dafür gekriegt hätte, wenn er mehr Klicks gekriegt hätte, scheißegal. Da scheißt der Hund auf alles drauf. Hätte jeder einzelne Hater jedes Video, auch Reacted und Glump, immer bei ihm geschaut, würde Rainer jetzt genau da sein mit genau dem Kontostand, wie es aktuell ist. Das hätte an der ganzen Nummer genau gar nichts geändert. An dem Endergebnis davon. Aber es hat Spaß gemacht. Warum? Weil es Rainer genervt hat. Es hat ihn fürchterlich genervt. Ja, und man sieht es ihm jetzt im Gesicht an. Das ist wieder dasselbe Gesichtsausdruck wie dann, 3/4 Jahr später, wo er sagt, sehe ich so aus, als ob ich mir Sorgen mache, na, wo sie ihm den YouTube-Kanal weggezimmert haben. Wo man gesehen hat, dass davor wirklich intensives Augenschwitzen am Stissel war, weil die ganze Fresse noch mal weiter aufgeschwollen war, wie bei so einer Wasserleiche nach 5 Tagen in der Aurach. Ne? Es hat ihn fuchsig gemacht. Es hat ihn wahnsinnig, Entschuldigung, bin hier ans Mikrofon gekommen. Es hat ihn wahnsinnig gemacht. Das ist, dass da die Leute nicht bei ihm klicken, dass so viele Klicks auf Content sind, der mit ihm zu tun hat und er die Barne einfach nicht bekommt. Das hat ihn komplett kirre gemacht. Das war das Lustige daran. Ob der Kohle kriegt oder nicht, vollkommen irrelevant. Es gibt nämlich einen Unterschied zwischen meinem Content und meinem Kanal. Und mein Content existiert im Internet auf hunderten verschiedenen Accounts. So. Aber im Übrigen meiner auch. Nicht jetzt auf Hunderten, aber ich weiß zum Beispiel, es gibt Leute, die laden hier meine Scheiße auf Spotify hoch. Ich weiß nicht, ob die da Barne davon kriegen oder nicht. Es wird auf Odyssey gespiegelt, mein Shit. Weiß nicht, ob da Barne, wahrscheinlich nicht. Odyssey, Barne sind vernachlässigbar, aber keine Ahnung. Ist mir alles scheißegal. meine Videos, mein Kanal, das sind meine eigenen Sachen, die ich hochgeladen habe und auch auf meinem Kanal veröffentliche. Die Sachen, die im Internet irgendwo anders auftauchen, das sind Sachen aus dem Livestream, aus dem Discord oder Sachen, die von YouTube geklaut werden und neu hochgeladen werden. Oder Sachen, wo die Leute bei mir vor der Haustür stehen und hier vor meiner Haustür im realen Leben abgehen und hier Scheiße bauen. So. Ich habe in meiner Schulzeit mit Menschen zu tun gehabt, wo mich Leute... Sind wir hier bei 1,2? 2,5, ne? Kommt mir so vor, als wäre es 1,5. gemobbt und geärgert haben in der Schulzeit schon. Ja, Rainer, das ist gelogen. Ne? Ich habe das, ich glaube, im letzten Video habe ich es aufgedröselt, warum das keinen Sinn macht, dass du in der Schulzeit gemobbt worden wärst, ne? Da du ja 3 Jahre älter und 2 Köpfe größer als der Rest der Leute warst. Der Hamster war eine der beliebtesten Aktivitäten meiner damaligen Mitschüler. Hat er gerade der Hamster gesagt? X oder der, den du verhungern hast lassen? Ich habe in meiner Schulzeit mit Menschen zu tun gehabt, wo mich Leute gemobbt und geärgert haben in der Schulzeit schon. Der Hamster war eine der beliebtesten Aktivitäten meiner damaligen Mitschüler war... Der Hamster war einer der beliebtesten... Ach so. Er wollte sagen, da haben sie dann und dann da haben's da.
Man merkt wieder, wenn er wieder anfängt in seinem Pseudo-Fränkisch, das ist ja die nächste Nummer, da kann er seinen eigenen Dialekt nicht sprechen. Ja? Da kann er seinen eigenen Dialekt nicht richtig sprechen, aber wenn er mit dieser Pseudo-Fränkisch-Scheiße anfängt, das ist schon wieder deutlicher Lügenindikator. Ganz, ganz deutlicher Lügenindikator. Sich in einen Kreis, um mich aufzustellen, also wirklich in einem Kreis, dass ich wirklich nirgendwo hinkriegen konnte, oder wenn ich mit dem Rücken zur Wand stand, halt sich in so einem Halbkreis aufzustellen, immer so, dass ich keinen Fluchtweg habe. Und zwar nicht, weil ich irgendwie flüchten würde, sondern einfach, weil ich denen aus dem Weg gehen wollte. Ja? Aber die Leute lassen es sich nicht meiden. Ich will nicht flüchten, ich will dem aus dem Weg gehen, Digga. Keine Steuerflüchtlinge wollen auch der Steuer aus dem Weg gehen. Kriegsflüchtlinge wollen dem Krieg aus dem Weg gehen. Rein, wenn du irgendwo weg verschwindest, um irgendwas aus dem Weg zu gehen, flüchtest du davor. Das ist synonym. Ne? Das Problem ist nicht, dass man die Hater ignoriert. Das Problem ist, dass sie sich nicht ignorieren lassen. Manche Menschen verstehen ein Nein nicht als Nein. Und manche verstehen auch nicht, dass man sie einfach nicht beachten möchte. Ja, Reini, das ist richtig, wenn es um deinen Kontakt zum anderen Geschlecht geht. Man möchte mit diesen Menschen nichts zu tun haben, aber das ist etwas, was für diese Menschen ist das grausam, für diese Menschen ist es unerträglich. Es ist nicht ertragbar für diese Menschen, oh, mein Auge juckt, zuckt, es ist unerträglich für diese Menschen, keine Aufmerksamkeit zu bekommen. Und deswegen setzen sie sich immer noch hin auf YouTube und dergleichen und verbreiten immer noch guten Shit. Ja, deswegen wird auch über ein Jahr nach der angeblichen Social-Media-Löschung wieder irgendein Universums-Pimmelblock ins Internet geschissen. Ja, diese Leute sind einfach süchtig nach Aufmerksamkeit. Und deswegen glaube ich auch erst, dass kein Drachen-Comeback kommt, wenn hier tatsächlich die Adipositas-bedingten Nebenerscheinungen dich dahin gerafft haben. tun die alles dafür, begehen sogar Straftaten dafür. Wir hatten du hast sehr viele Straftaten begangen, nur um diese Scheiße hier weitermachen zu können. Es wird massiv wieder gespiegelt. Ne? Am letzten Wochenende wieder, Leute, jetzt kommen schon wieder 2 weitere. Wir haben am letzten Wochenende... Ja, dann sind sie jetzt schon 60, oder? Also erst waren es 14, dann haben sie sich schon 3-mal gezählt halt und jetzt sind nochmal 2 dazugekommen. Es ist wild, Rainer. Es ist wild. Ja, die wachsen krasser bei dir vor der Schanze als in jeder Petrischale. Wieder Leute hier gehabt, von denen 3 Leute über mein Grundstück, über meinen Zaun geklettert sind. Gut, die hat es dann bei dem Schneeregen ordentlich auf die Waffe gefetzt. Ich hoffe ordentlich. Ja, 100%ig war das so. Ganz gewiss. Verletzt haben sie sich auch, aber... hoffentlich haben sie... Genau. Das im Übrigen der Mann, der gesagt hat, ich wünsche niemandem was Schlechtes, nicht mal den Hatern. Hat er immer wieder gesagt, wenn er sich gerade wieder als Gutmensch darstellen wollte, ist der Text gekommen. Hier kommt so, ja, die Waffe lassen nicht auf, die haben sich richtig verletzt. Die Typen sind mittlerweile... Rainer, ich hoffe, dein Edzardler Rollersturz in Nürnberg hat auch richtig gezunden. Ich hoffe, den hast du Wochen später noch gespürt. Mir hat es Wochen später immer noch wehgetan im Zwerchfell. Nicht nur habe ich mich, als ich das erste Mal gesehen habe, wirklich eine Viertelstunde komplett bunt und scheckig gelacht. Ich musste auch, das war wie so ein Ohrwurm, aber als Video, das mir immer wieder durchs Gehirn gespukt ist. Ne? Die Wochen danach immer wieder musste ich dann einfach spontan, warum auch immer, an dieses Video denken. Ehrlich, ich habe 2 Wochen lang Schmerz im Zwerchfell gehabt bei der Nummer. 3 Stück an einem Abend. Und das ist halt total neben der Spur. Das Geile ist, dass wahrscheinlich einige Hater vom Rechner oder vom Bildschirm oder vom Handy oder sonst was sitzen, wo auch immer sie es anschauen und sich darüber in den Arsch ablachen. So, oh ja, das haben sie richtig gemacht, schade, dass sie nichts geklaut haben oder so. Das ist halt genau das, was ich meine. Ne? Nee. Nicht schade, dass sie nichts geklaut haben. Rainer, damals, als sie dann Kacklager da geradet haben, habe ich auch gesagt, ist Arsch. Die randalieren hier ohne Ende, die machen hier Scheiße ohne Ende. Und ich weiß nicht. Jetzt muss ich mir schon wieder 2 Leute notieren, weil schon wieder 2 Leute bei mir vor der Haustür aufgetaucht sind. Nein, du bist vor diesem... Du warst da 2 Monate davor vor diesem Scheißgericht gestanden und hast deine Scheißliste mitgebracht. Und hast die Richterin gefragt, ich habe hier eine Liste geführt, darf ich die vorlesen? Die hat gesagt, nee, interessiert keinen Menschen. Und jetzt, harte Arbeit, jetzt muss ich schon wieder 2 Leute aufschreiben. Rainer, du hast es von der höchsten Stelle gesagt bekommen, das vollkommen irrelevant ist. Glaubst du noch, dass du im März jetzt dann doch nochmal die berühmte Haterliste da anbringen kannst und dann der Richter wird dann sicher zuhören? Und jetzt sind es innerhalb von einer Stunde sind es jetzt 20 Mann, die hier direkt waren, wenn sie auch nicht direkt gerade hier sind. Jetzt 16:55 Uhr ist das.
Es ist halt wirklich, es ist halt wirklich nicht zu verstehen, wie sich solche Leute verhalten können. Inzwischen haben die Hater sogar angefangen, wenn die Polizei kommt, haben die inzwischen sogar angefangen, noch während die Polizei aus dem Auto steigt, wegzurennen. Nein, Rainer. Echt? No shit. Ich weiß nicht, ich kann mir kaum vorstellen, woran das liegt. Ja, Rainer, keine Ahnung, wenn ich eine unangenehme Konfrontation mit der Polizei vermeiden kann, mache ich das auch. Das ist ganz natürlich. Vor allem, wenn man davon ausgehen kann, dass du denen irgendwelche wüsten Hirngespinste und Fabelgeschichten erzählt hast, davon, was das hier für eine wilde Horde ist. Dass du am Telefon bei der Polizei erzählt hast, dass die sich gedacht haben, sieht aus wie ein Helmsklamm. Da 10, 14, Tausende Horden draußen vorm Zaun und da dran rütteln. Schnell, schnell, Gandalf, komm. Die Leute, die da sind, die wissen ja nicht, was du den Bullen, die können sich's vorstellen, was du den Bullen erzählt hast. Es war nichts Gutes, war nichts Wahres. Natürlich geben die Fersengeld. Schade, dass es in Deutschland kein Gesetz dafür gibt, vor der Polizei zu flüchten. Wäre in dem Fall praktisch. Schade, dass es kein Gesetz dafür gibt, vor der Polizei zu flüchten. Hörst du mal zu, was du da selber sagst? Ich meine, ich weiß, was du meinst. Du meinst, dass es illegal sein sollte, vor der Polizei zu flüchten, aber wir haben ja dieses Recht, mehr oder weniger, dass es so zählt, man will halt seine Freiheit verteidigen um jeden Preis. Deswegen ist das auch Ausbruchsversuche irgendwie anscheinend nicht strafbar. Aber was du gerade gesagt hast, dass es ein Gesetz gibt, also laut deiner Aussage, nach deinem Wortlaut, also gut Deutsch kannst, hast du gesagt, es müsste ein Gesetz geben, das vorschreibt, dass man vor der Polizei immer davonlaufen muss. Ist aber letzten Endes so eine Sache, Letzten Endes! die ich nicht ganz nachvollziehen kann, wie sich diese Leute. Ja, Rainer, wir sind jetzt hier seit 11 Minuten in der Nummer und du hast schon ungefähr 20 Mal gesagt, ja, das und das ist so und so. Kann ich nicht nachvollziehen. Das und das kann ich auch nicht nachvollziehen. So und so kann ich auch nicht nachvollziehen. Rainer, vielleicht kommst du dann irgendwann mal auf den Trichter, dass vielleicht hageldown bist und dann bist dann vielleicht du das Problem. Verhalten. Auf der einen Seite kommen sie hierher und machen Stress in dem Bewusstsein, dass sie dafür verantwortlich gemacht werden können. Und auf der anderen Seite haben sie dann nicht den Mut, für das, was sie machen, gerade zu stehen. Ja, Rainer, das sagst jetzt du. Ne? Zwischen den zwei Verhandlungen, von denen die zweite vollkommen unnütz war, wenn du denn den Mut gehabt hättest, dafür einzustehen, was du für eine Scheiße gebaut hast. Keine Leute, die den Mut haben, dafür einzustehen, was sie für eine Scheiße gebaut haben, die gerechte Strafe akzeptieren, die gehen in die Berufung. Fertig. Noch dazu, keine Ahnung, auch wenn das da draußen laut deiner Aussage Schwerstkriminelle wären, was für einen Sinn würde das denn dann machen? Dafür gerade einzustehen, also sich freiwillig dann hops nehmen zu lassen. Es ist so als Beispiel ein Bankräuber, der fährt ja auch nicht von der Bank zum Polizeipräsidium und sagt, ich habe hier gerade eine Bank überfallen, bitte sperren Sie mich ein. Weil ich bin ja jemand, der sich gerade macht für das, was er da tut. Und der setzt sich da echt hin und sagt, das ist ihm unbegreiflich. Rainer, wenn du die Grundkonzepte einfach der Welt nicht verstehst, dass jetzt Kriminelle nicht dadurch glänzen, dass sie jedes Mal sich sofort stellen und sagen, im Übrigen, ich möchte jetzt meine gerechte Strafe haben. Ja, weiß nicht, Rainer. Weiß ich nicht. Ob du dann nicht vielleicht doch einen gesetzlichen Vormund bräuchtest. Die ganzen Straftaten, die in den letzten 8 Jahren begangen wurden. Ich habe jetzt mal alles Ja, hier so, wo Rainer die Leute mit Pfefferspray angegriffen hat, wo er Steine geworfen hat, Tassen geworfen hat, Äxte geworfen hat, mit dem Bogen auf die Leute geschossen hat, die Leute hier mit Taschenlampen verkloppt. Alter, hier hat er wieder Augenschwitzen, oder? Und dergleichen. Ne? Diese ganzen Straftaten, die du begangen hast, sind alle ungeschoren geblieben. Das finde ich auch fürchterlich ungerecht. Schlagen, und ich habe das mal realistisch überschlagen. Es sind 176.000 Euro und ein paar zerquetschte, die dafür ein Schaden entstanden sind. Nein, Rainer. Sind's nicht. Nein, Rainer, sind's nicht. Der äußere Schaden an der Schanze,
der durch die Hater verursacht wurde, ein Zaun und Schanze, den repariere ich dir, da komme ich nicht einmal in den 5-stelligen Bereich, vielleicht in den niedrigen 4-stelligen Bereich. Die Schanze muss neu gestrichen werden von außen und es kamen ein paar neue Fenster rein. Aber das wäre eh schon dringend notwendig gewesen, weil Rainer, diese Einglasfenster, die du gehabt hast, ja, aus Anfang des vorherigen Jahrhunderts, die waren halt auch zu dem Zeitpunkt, also jeder normale Mensch hätte die auch schon längst ausgetauscht. Aber reden wir nicht darüber. Die meisten Fenster hat er sowieso selber rausgemettelt. Rainer, den größten Schaden an dieser Immobilie hast du ihr zugefügt. Mit deiner Renoviererei von innen, mit deiner Verasselei davon, dass du es alles vor sich hin schimmeln hast lassen, die ganze Nummer. Dass du am Ende bloß noch ein Butterbrot für diesen scheiß Puff gekriegt hast, ist deine Schuld. Und zwar zum allergrößten Teil. Ne? Das bisschen da draußen. Ne? Ein bisschen Farbe an der Wand und vielleicht mal eingemetteltes Fenster und ein bisschen Dreck auf dem Hof. Das hat sich, was die Hater da an Schaden verursacht haben, hat sich massivst in Grenzen gehalten. Wenn da alle Jubeljahre mal irgendeiner was an die Wand geworfen hat. Alter, du mit deiner Kercher-Aktion draußen hast am Äußeren der Schanze wahrscheinlich größeren Schaden verursacht als alle Hater miteinander. An einem Nachmittag. Also halt ein Maul. 176.000, das ist heftig, richtig heftig. Ja, weil, das wäre tatsächlich heftig, wenn es nicht gelogen wäre, Rainer. Vollkommen Hanebüchen. Das ist ein Schaden, der für mich entstanden ist, den ich finanziell stemmen muss oder musste. Mittlerweile gehört mir das Haus ja nicht mehr, beziehungsweise jetzt ist es so, dass ich ja bis zu einem gewissen Grad, ja, bis zu einem gewissen Punkt ja ausgezogen sein muss. Aber es ist halt schon heftig. Ja, bis zum 5. Januar, Rainer. Spoiler-Alarm, er ist beim 5. Januar nicht ausgezogen gewesen. Dass das wirklich so extrem ist, das Ganze hier ausartet. Ich habe das mal. Kann das sein? Kann das sein, dass die ihm das so verkauft haben? Weil also entweder hat er sich jetzt diese Zahl 176.000 einfach massiv aus dem Arschgebirge gezogen, aber ich glaube nicht, dass sich ein Rainer da hinsetzt, einen Taschenrechner das irgendwie alles durchrechnet, obwohl er auch seine vollkommen hanebüchene Liste gemacht, die Schätze aus seinem Lager, als wäre das irgend so ein Vault in Gringotts gewesen, wo unsagbare Reichtümer und alte Reliquien versteckt wären, was er da aufgeschrieben hat, wie viel er dafür angeblich hätte bekommen wollen. Vollkommen wild. Ja. Booster im Wert von 4.000 Euro oder was er da eingeschrieben hat. Vollkommen Banane. Ja. Aber mir kommt gerade, es könnte natürlich auch sein, dass bei den Preisverhandlungen die Gemeinde gesagt hat, ja, Herr Winkler, eigentlich wäre das mal deutlich mehr wert gewesen. Ja, 170.000 Euro mehr. Aber wir können da leider bloß nur 100.000 dafür geben, weil die Hater, so viel Schaden da dran, etc., etc. Vielleicht haben die das einfach bei der Preisverhandlung, der hat es einfach gekauft. Ja? Also, er hat es verkauft, aber der hat halt die Aussage einfach gekauft. Ne? Anhand dessen gemessen, was an Abfall auf meinem. Dessen gemessene, sagst das mal 5-mal schnell hintereinander. Dessen gemessene. Grundstück liegt. Ich weiß ja, was ich an den Container zahlen muss. Ich habe mal überprüfen lassen, was die Fenster kosten würden, wenn ich die ersetzen würde. Meine Haut. Ja, aber die hast du alle nicht, ersetzt. Und Rainer, der Schaden ist auch vollkommen irrelevant beim Verkaufswert, weil die Fenster auch die Gemeinde nicht ersetzt hatten. Die wollten die auch nie ersetzen. Da war von Anfang an klar, schnellstmöglich wird der Puff abgerissen, damit hier nicht, damit die Pilgerei endlich aufhört. Tür und andere Gebäude, die beschädigt wurden, alleine die Wand vorne und das Tor vorne streichen, kommt dazu, da dann noch die ganzen Fenster. Rainer, die Wand da vorne und das Tor da vorne streichen, das ist Tor. Die Wand, von der Rede ist die von der Bulldog-Halle. Also erstens hat die schon kein Dach mehr. Auch wegen dir im Übrigen. Die Etzertler Hater haben gesagt, Reini, du musst das Dach abstürzen, sonst fällt das zusammen. Dem bist du nicht nachgekommen, deswegen ist dieses Dach eingestürzt. Und so ein Dach kostet, glaube ich, ein wenig mehr als ein 5 Liter Eimer Farbe, der vollkommen ausgereicht hätte, die Graffitis da an der Wand wegzustreichen. Ja? Die kaputt gemacht wurden durch die Hater oder von mir selber. Es gibt auch welche, die ich selbst kaputt gemacht habe. Allerdings halt du hast die mehreren kaputt gemacht, Reini. Reini, du hast mindestens genauso viele Fenster, wenn nicht mehr kaputt gemacht als die Erzähler Kackhater.
auch im Zaun, die nie kaputt gegangen wären, wenn die Hater nicht vor der Tür standen. Ja, Aber auch aber natürlich, deswegen sind dann die Hater doch wieder dran schuld, weil er ja, ne, die Hater haben ja gewusst, dass er so unbeherrscht ist und wenn sie nicht gekommen wären, dann hätte er seine eigenen Fenster nicht eingeschlagen. Rainer, das kannst du niemandem verkaufen. Kein Gericht der Welt setzt diese Fenster, die du da selber eingebettelt hast, auf die Rechnung der Hater. Niemand mit dir, der 2 Ätzler Gehirnzellen hat. das habe ich mit in die Rechnung einfließen lassen, weil es halt letzten Endes auch auf die Rechnung dieser Leute geht, auch wenn es natürlich letzten Endes etwas ist, was ich selbst finanziell Aber letzten Endes, das geht nicht auf die Rechnung der Leute. Rainer, wenn du ein Fenster einschlägst, hast du ein Fenster eingeschlagen, dann geht's auf deine Rechnung. Ja, und die Leute, die da hingekommen sind und dir ein Fenster eingeschlagen haben, die schulden dir ein Fenster. Das ist auch so. Die schulden dir so ein einfach verglastes Fenster aus den 50er Jahre. Rainer, da kann ich zum Schrottplatz gehen. Irgendwo findet man wahrscheinlich nicht, aber ein besseres Fenster. Man kann irgendwo, wenn sie mal irgendeine Putze abreißen, kann ich hingehen, hey, kann ich hier für einen Zehner dieses Fenster mitnehmen? Easy mit Batsch. Hättest ein besseres Fenster gehabt. Die Fenster, die eingeschmissen wurden, die waren nichts mehr wert. Klar, die zu ersetzen hätte einen Haufen Kohle gekostet, was ein Haufen, aber, ja? muss, beziehungsweise selbst finanziell zahlen müsste. Aber auch das, und das ist bei weitem nicht das, was da alles ansteht. Das sind, warte, ich habe es mir aufgeschrieben, das sind grob geschätzt 38.000, die ich selbst verschuldet habe. Der Rest ist von den Hatern. Und wie gesagt, 176.000 plus 100, also minus 38.000 oder doch 38 schon. Ja, das Nein, stimmt nicht, Rainer, Alter. Lass das halt mit den Zahlen, Rainer, du weißt doch, dass du das nicht kannst. ist halt schon sehr, sehr heftig, ne? Wenn man bedenkt, was hier tatsächlich abgeht, jeden Tag und das seit Jahren. Das läuft jetzt nicht seit ersten. Jetzt sind wir schon wieder im Autopilot. Jetzt gehen nur noch Phrasen. Jetzt hat er sich mit seinen Zahlen so verheddert, dass im Kopf schon nur noch Autopilot läuft. Tag an. Die Hater haben, und das können nur die Hater Ja, gewesen sein, die Hater haben bei mir DVDs geklaut im Wert von. Jetzt kommt's. Ey. Er behauptet ja, die Hater hätten ihm 600 DVDs geklaut. Der weiß nicht, wie viel 600 DVDs sind, wenn man die Pistole auf die Brust setzt. Aber jetzt kommt der Betrag. So, ich muss kurz Pause machen. Weiter geht's. Wo wir stehen geblieben? Ich habe es mir aufgeschrieben. 12.000 Euro ungefähr. Das war Aber ich ja, muss noch mal kurz 10 Sekunden zurückspulen. Ich bin jetzt gerade ein wenig rauskommen. Das ist halt schon sehr, sehr heftig, ne? Wenn man bedenkt, was hier tatsächlich abgeht, jeden Tag und das seit Jahren. Das läuft jetzt nicht seit ersten Tag an. Die Hater haben, und das können nur die Hater gewesen sein, die Hater haben bei mir DVDs geklaut im Wert von. Ach, ja. Die DVDs. Wie viel haben die gekostet? Warte, ich habe es mir aufgeschrieben. 12.000 Euro. Wie er schaut auch. Als wäre er wirklich vollkommen überzeugt davon. DVDs im Wert von 12.000 Euro. Rainer, also, kurzer Zusammenhang. Reini hat behauptet, schon lange davor, er hätte eine DVD-Sammlung von 600 DVDs. Das erste Mal hanebüchener Bullshit. Ne? Man hat häufiger schon gesehen bei diversen Roomtouren und so. Und ich glaube, er hat auch einmal selber so ein Ding gemacht, wo er dann vor dem Regal stand mit seinen DVDs. Er hat gesagt, ja, das sind hier meine DVDs. Und er hat festgestellt, sieht ein bisschen wenig aus. Ja, ich habe nochmal so viele oben. Und keine Ahnung, wenn in dem Regal 50, 60 DVDs gestanden sind, dann war es viel. Also wirklich mit beide Augen zu hätte man ihm vielleicht 100 DVDs hätte man ihm zugestehen können. 100, also wenn man richtig wilden Tag hat und vielleicht schon ein paar Bierintus, hätte man sagen können, vielleicht sind es 120. Ne? Und Reini rechnet aber 600 DVDs, a 20 Euro und kommt dann auf 12.000 Euro. Ne? Und das wild. Also rein erste Mal. Punkt Nummer uno. In dem Moment, in dem du so eine DVD kaufst. Also 20 Euro kostet, hat auch damals keine DVD gekostet, außer wirklich von einem neuen Film, der frisch rausgekommen ist. Das kosten die aber auch nur die ersten 3 Monate. Danach kosten die einen Zehner und nach einem Jahr kosten die nur noch einen Fünfer. Ne? Neu. Original verpackt. Fünfer. Reini, dadurch, dass die bei dir schon mal in deinem Besitz waren, ausgepackt, benutzt sind,
ist hier eine DVD. Vielleicht €1. Wenn es ein ganz toller Film ist, vielleicht ein seltener, €2. Aber es sind keine ganz tollen Filme. Ne? Das ist irgendein Standard-Dulli-Bullshit. Ne? Er hat auch keine 12.000 Euro bezahlt für diese 600 DVDs. Woher das denn hernehmen sollen? Der hat die ja auch für 50 Cent auf dem scheiß Flohmarkt gekauft. Ne? Er weiß sehr genau, dass das keine 12.000 Euro wert ist, was was ihm da angeblich gestohlen haben. Ganz zu schweigen davon, ich glaube, er hat sich einfach eingeredet, er hätte 600 DVDs. Und als er dann jetzt hier wegen dem Umzug das Zeug zusammengesammelt hat und danach gezählt hat, festgestellt, er hat bloß 100 oder 80, ja, da hat er festgestellt, das muss er irgendwie mal geklaut haben. Kann ja sein, dass ich einfach jahrelang Scheiße erzählt habe. Ungefähr. Das waren, ich weiß gar nicht, wie viele DVDs, waren über 600 DVDs oder so. Ja, Bullshit, Rainer. Bullshit. Das waren, wie gesagt, wenn es hochkommt, waren es 120 DVDs. Ganz, ganz hoch. Mit wirklich viel Wohlwollen. Ich lege noch ein paar mit drauf aus meiner Privatsammlung. Ich habe nicht so viele DVDs. Ich habe ein paar Sachen, die ich wirklich gerne mag, stelle ich mir gerne ins Regal. Ich habe über Jahre hinweg CDs gesammelt. Da komme ich wahrscheinlich auf so 600. Ja, das kann gut sein. Ich wüsste es nicht. Ich habe es lange nicht mehr gezählt. Da waren auch Erstausgaben und Special-Ausgaben und sonstiges Zeug dabei. Ja, die sind trotzdem alle nicht zur Erstausgabe von der DVD. Ich weiß nicht, das habe jetzt ich noch nicht gehört. Die Erstausgabe von der DVD. Dass sie besonders viel wert ist. Keiner, nur weil du sie ganz am Anfang dann vielleicht für einen überteuerten Preis gekauft hast, weil du nicht noch 3 Monate warten wolltest, um es für die Hälfte zu kaufen, heißt das ja nicht, dass das dadurch irgendwie große Wertsteigerung hat für alle anderen Leute. Wie gesagt, rechnen wir mal wohlwollend, das sind deine 120 DVDs und rechnen wir noch wohlwollender und sagen, du kriegst auf dem Flohmarkt für jede €1. Dann sind es 120 €, Rainer. An Betracht der Tatsache, dass die auch nie irgendjemand die DVDs gestohlen hat, aber auch dann, wenn es das gewesen ist, wenn jemand dir all deine DVDs gestohlen hätte, aus welchem Grund auch immer, weil da waren auch Borneo-DVDs und Hentais und so ein Scheiß mit dabei, die eh keiner sehen will, dann hättest du dafür 120 € gekriegt. Geschenkt, Rainer. Geschenkt. Klar, ne, wäre nicht cool gewesen, irgendjemandem seine DVDs zu klauen, wenn es denn wahr wäre, aber 12.000 € ist halt lackgesoffen einfach. Das ist halt lackgesoffen dumm. Und auch ein paar Videospiele waren da auch dabei, weil ich die alle in eine Kiste gepackt habe. Genau, dann kommen, Dann kommen, im Übrigen, dieser Mann, der die Sachen dann in sein Lager gepackt hat und stellenweise halt beim Frankengamer im Keller irgendwie eingebunkert hat und als der Frankengamer dann gesagt hat, hier, was soll ich mit der Scheiße machen, hat er gesagt, hol die mal ab. Er sagt, mir scheißegal, was du damit machst, ich komme nicht und hol die ab. Dann hat der Frankengamer die halt veräußert. Die Konsolen, die sind irgendwann bei Ofi gelandet. Die Spiele und sowas. Und so wie das Zeug ausgesehen hat, wenn die DVDs auch so ausgesehen haben, dann streiche ich meine 120 € und sag hier 0 €. Ja, weil für so eine schmandige Scheiße, wo wirklich der Grind und alle möglichen ekligen Sekrete, von denen man nicht weiß, wo sie hergekommen sind, auf dem ganzen Gelumpe festgetrocknet sind, dafür gibt dir nämlich keiner mehr irgendein Geld. Da ist der Reinigungsaufwand mit AI ganz wichtig, höher, auch finanziell, als man dann dafür am Ende noch kriegt, sollte man die jemals wieder in Top-Condition kriegen. Ich nehme auch an, dass Reini niemand ist. Ich bin fürchterlicher Pedant, was sowas angeht. Ich würde niemals irgendwie eine Disc von einem Spiel oder eine DVD oder eine Blu-ray oder sowas offen irgendwo hinlegen. Ja, die gehen immer in irgendein, wenn es in eine andere, da bin ich der Chaot, in eine andere Hülle geht, aber die gehen in eine Hülle rein. Das glaube ich bei Rainer nicht der Fall. Ich glaube, da lagen die Spiele dann, sind so auf der Couch gelegen. Verkratzt die Scheiße natürlich. Ganz ehrlich, ist Haderbull, nichts davon ist auch nur irgendetwas wert, Rainer. Das Scheiß ist so laut rum, dass man es sogar im Haus hört. Perfektes Beispiel. Ich höre es nicht.
Ich höre es nicht. Man hört auch immer, das war auch sowas, was sich immer da durchgezogen hat. Ja, da sind schon draußen, die schreien so laut rum. Deine scheiß Alarmanlage, die hat man immer gehört. Schreien habe ich da draußen niemanden gehört. Außer dich. Wenn du dann raus bist, hat man dich von draußen schreien gehört. Für absolut asoziales Verhalten. Das Schöne ist, dass sie sich jetzt wieder in alle Richtungen aufteilen, bevor die Polizei kommt. Und mich regt das schon wieder auf, weil jetzt ist die Hälfte nach oben, hat sich verpisst, die Hälfte hat sich nach unten verpisst. Und ich wette, wenn der Letzte abgehauen ist, dann steht die Polizei vor der Tür. Ja, ist richtig. Und die Polizei steht dann vor der Tür und fragt, Herr Winkler, hier ist nichts los, warum haben Sie uns denn gerufen? Dann sagst du, die waren da und die haben Scheiße gebaut. Kannst du es beweisen? Nein. Herzlichen Glückwunsch, sind sie wieder umsonst gekommen. Weil du sie wieder angerufen hast, weil Leute da waren. Nicht, weil die irgendwas Illegales gemacht haben. Die waren da und standen draußen auf der öffentlichen Straße. Und das macht ihn so fuchsig, dass er dann die Bullen anruft. Die kommen und es ist natürlich nichts. Wenn die tatsächlich hier randaliert hätten, hätte man ja dann irgendwas gemerkt. Ja? Du hättest ihnen deine Kameraaufnahmen zeigen können. Dass du sagst, hier, da sind sie, hier, Zaunrütteln, ne? Hier fliegen die Steine, Fenster einschlagen und so weiter. Scheiße bauen. Nichts davon. Nichts davon ist jemals passiert. Da würde ich fast einen Tausender drauf wetten. Und den Tausender. Nein, du hast ja keinen Tausender. Da noch nicht. Da würde mir natürlich niemand bezahlen, aber den Tausender würde ich wahrscheinlich gewinnen. Wie auch immer. Ja. Wenn ihn keiner bezahlt, kannst du auch nicht wahrscheinlich gewinnen, Reinhard. Vor allem nicht, wenn du ihn nicht hast, um ihn selber einzusetzen. Lange Rede, gar keinen Sinn. Es ist auf jeden Fall so, dass es in Zukunft nicht so weitergehen kann. Ich habe mir jetzt. Ja, so ging es ja dann auch nicht weiter. Also es ging schon noch weiter. Gut, 3 Monate ging es noch weiter so. Ja? Den Dezember noch fertig, Januar und Februar und Anfang März wissen wir ja, ne, da haben sie dann endgültig rausgestiefelt aus dem Puff. Fürs nächste Jahr einiges vorgenommen. Auch das hat alles nicht funktioniert, Rainer. Was du ja vorgenommen hast, ist Dezember, ist wieder Qualitätsoffensive angesagt. Ich muss meine Pläne jetzt ein bisschen umändern, nicht wegen dem Gefängnis, aber auch da muss ich natürlich gucken, wie es weitergeht. Aber ich muss auf jeden Fall schauen, wie ich das jetzt alles stemme und wie ich das jetzt alles mache. Im Übrigen, seine Pläne waren, er fährt mit dem Auto durchs Land und macht hier Travel-Blogger. Und jetzt hört nochmal ganz genau hin. Ich muss meine Pläne jetzt ein bisschen umändern. Und schaut ihm dabei ins Gesicht. Der wusste zu dem Zeitpunkt ganz genau, dass der Lappen weg ist. Er hatte dann im Anfang April, wo sie ihn dann tatsächlich den Lappen gezwickt haben, hat er vollkommen überrascht getan. Wie, ihr nehmt zwar den Lappen weg. Ich hätte gedacht, Edzardler, wir haben eine Abmachung gehabt, dass das ruht alles, bis ich mit der Verhandlung da durch bin. Warum auch immer. Ja? Hat er sich auch wieder eingebildet, die Abmachung. Aber er wusste das. Der wusste, der Lappen geht weg. Der sitzt da, weiß, hey, ich habe zwar vorgehabt, hier durch die Ding zu fahren. Er beißt sich noch auf die Zunge, weil er es natürlich den Hatern nicht sagen will. Die Genugtuung will er ihnen nicht geben, dass er weiß, dass man ihm den Lappen zwickt. Weil die Hater wussten es damals noch nicht, dass der Lappen endgültig weggeht. Aber er weiß, dass es so ist. Und dass auch der Kauf dieses Rangers vollkommen Hanebüchen ist, wenn du weißt, dass du in 3 Monaten keinen Führerschein mehr hast. Nicht wegen dem Gefängnis, aber auch da muss ich natürlich gucken, wie es weitergeht. Aber ich muss auf jeden Fall schauen, wie ich das jetzt alles stemme und wie ich das jetzt alles mache. Ja, müssen wir mal schauen, wie wir es am besten machen. Mal schauen, wie wir es umsetzen können. Wir werden sehen, wie das Ganze sich weiter ergibt. Und ja, das haben wir gesehen, Rainer. Aber wie wir das gesehen haben, aber sowas von. Ich weiß nicht, was ich ehrlich gesagt noch dazu sagen soll. Also letzten Endes. Letzten Endes geht immer. Ja, auch wenn du nicht mehr weißt, was du dazu sagen sollst, letzten Endes immer drin. Werden diese Herrschaften weiter ihre Randale durchziehen. Wenn sie es nicht bei mir machen, machen sie es bei jemand anderen. Komisch, dass das inzwischen noch nicht passiert ist. Ne? Ey, komisch. Dass das inzwischen jetzt nicht irgendwie bei jemand anderem jeden Tag 15, 300, 1012 Haters hier vor der Tür stehen, Turn-up machen. Komisch. Und ich garantiere euch, dass es da mehr als einen Toten geben wird, weil andere nicht Gab es bisher auch noch nicht, Rainer. so lange das aushalten und andere sich dann dafür umbringen würden. Jeder Mensch, jeder hat Selbstzweifel. Jeder hat in irgendeiner Art und Weise sein Päckchen zu tragen, hat in irgendeiner Art und Weise seine Selbstzweifel, weil er nicht so aussieht, wie er aussehen möchte, weil er nicht so groß ist, wie er sein möchte, oder so klein oder so dick oder so dünn. Jeder Mensch. Ja, und andere Leute kommen dann irgendwann klar und es gibt dann halt Leute, die einfach grundlos die Öffentlichkeit diesbezüglich anlügen. Ne? Weil er nicht so aussieht, wie er aussehen wollte, weil er nicht so groß ist, wie er gern wäre, etc. bla bla. Ne?
Weil er zu fett ist, dann werden dann Lügen ausgepackt. 1,96, 16,5. Haben wir gelacht. Mensch hat irgendwo seine Probleme. Und diese Leute gehen genau auf diese Probleme los. So, ich bin ein Mensch, der seine Schwächen kennt und seine Schwächen akzeptiert hat. Das ist der Grund, warum ich mich mit dem Hate auseinandersetze. Reini, erstens hast du den Schwächen nicht erkannt und nicht akzeptiert, aber du hast kurz danach hier nach der Nummer, ein Jahr später hast du aber erzählt dir, keine Ahnung, dass der Arzt extra zurückgekommen ist, um dir zu sagen, was du für tolle Blutwerte hast. Ja, so viel zum Thema, du hast sie mit deinen Schwächen abgefunden. Aber hat er Speckaugenbrauen beim Hochziehen der richtigen Augenbrauen gekriegt, weil einfach der ganze Fress nicht mehr weiß, wo er hin soll? In diesem aufgedunsenen, schwammigen Autounfall von einem Gesicht? Schaut euch die Scheiße mal an. Kann, ohne dass mich irgendwas davon wirklich trifft. Natürlich trifft auch mich mal was, aber in erster Linie ist es, wie gesagt, das Verhalten, was mich ab. Ja. Manchmal hatte ich da irgendwie dann danach irgendwie in Würzburg am Hauptbahnhof, da hatte ich mal was getroffen im Gesicht gesehen. Fakt, nicht die Sachen, die sie sagen oder so. Es ist letzten Endes alles so, dass ich nicht mehr genau weiß, wie es weitergeht im nächsten Jahr. Eigentlich Ja, richtig, Rainer. hatte ich einen genauen Plan fürs nächste Jahr, den kann ich jetzt nicht umsetzen. Die Gründe dafür sind völlig unerheblich. Das ist es. Ne? Sein Plan war, hier mit dem Auto durch die Lande zu meddeln. Das kann er nicht umsetzen, weil er weiß, dass er einen Lappen abgeben muss. Das war Anfang Dezember. Den Ranger gekauft hat er sich Ende Dezember, 3 Wochen später. Der Mann weiß hier, dass der Plan, ich kaufe mir ein Auto und fahre damit durch die Lande und mache hier Travel-Blog und die Hater wissen dann nicht, wo ich bin, bla 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 bla. Weiß, dass das nicht umsetzbar ist, weil sie ihm den scheiß Führerschein wegnehmen. Und sagt jetzt hier, ja, das muss ich alles umplanen, das kann ich so alles nicht machen, warum ist unerheblich? Ne? Will er auch nicht. Ne? Ist für ihn natürlich unerheblich, weil wenn er sich eingestehen würde, dass das dann tatsächlich der Fall ist, dann wäre es ja fürchterlich dämlich, 40.000 für diesen scheiß Ranger auszugeben, den man in ein paar Monaten nicht mehr fahren darf. Und werdet ihr vermutlich, also teilweise werdet ihr die Gründe wahrscheinlich noch mitbekommen, wenn es dann soweit ist. Aber wir Wenn es dann soweit ist. Ne? Anfang April war es dann soweit. Klippi die Klappi hat's gemacht, als sie ihn zwickt haben, den Lappen. werden sehen. Jetzt ist es erstmal wichtig, dass ich die Sache mit dem Umzug alles mal über die Bühne kriege. Und es ist wichtig, dass ich jetzt erstmal schaue. Der Mann spricht hier von einem Umzug. Ne? Das ist gelogen. Es geht um einen Auszug. Einen Umzug mache ich, wenn ich bereits weiß, wo es hingehen soll danach. Ja, wenn ich dann schon eine Bleibe habe, in die ich dann einziehen kann, dann ziehe ich nämlich um von einem Ort an den anderen. Rainer, was du gemacht hast, war ein Auszug, weil du dich nämlich nicht darum geschert hast, monatelang, wo du danach überhaupt dein fettes Arschgebirge parken sollst, wenn du aus der Schanze raus bist. Und ich glaube, zum gewissen Teil hat er sich gedacht, ja, wenn ich hier einfach nicht gehe, dann lassen die mich einfach umsonst wohnen und geben mir das Geld trotzdem. Es wird sich nichts ändern, ich habe dann einfach 70.000 für lau. Das hat er sich gedacht. Wie die Sache mit YouTube ausgeht. In dem Moment, wo ich das hier noch aufnehme, ist in dem Moment, wo ich hier jetzt gerade aufnehme, ist es Keine Spoiler-Alarm, die Sache mit YouTube ist jetzt nicht so gut ausgegangen für dich. immer noch so, dass ich keine Ahnung habe, wann mein Kanal wieder freigeschalten wird. Ich kann auch mal gerade spontan noch nachschauen, aber ich glaube nicht, dass die Strikes sind noch nicht runtergenommen. Ja. Rainer, es ist kein Jahr später, war der Kanal für immer und ewig, forevermore, etc. weg. Ja? 8 Monate später war Feierabend. Schönes Geburtstagsgeschenk hast du gekriegt von YouTube. Es sind immer noch 3 von 3 Strikes. Und der eine müsste eigentlich schon seit Mitte der Woche runter sein, ist er aber nicht. Ich habe keine Ahnung warum. Jetzt muss ich letzten Endes einfach mal abwarten. Ich werde jetzt noch. Ja, letzten Endes, Rainer, du, ich habe schon Videos irgendwie 13 Tage in der Überprüfung gehabt, wegen dir. Weil du irgend so eine dämliche Scheiße wieder reinschwallen musstest. Bis Montag warten. Jetzt übers Wochenende wird wahrscheinlich eh nichts passieren. Aber ab 18, 19 Uhr erreiche ich auch vom YouTuber-Stream-Mitglieder Gedöns niemanden mehr. Ja, jetzt muss ich halt warten. Das ist eine sehr ärgerliche Angelegenheit. Ich werde vielleicht noch einen Post machen. Und das Video werde ich natürlich hochladen, sobald es dann verfügbar ist. Das heißt, es kann jetzt, ja, heute ist der 3., das ist Freitag, Samstag ist das 4., 5. Montag, das ist der 6. Das heißt, ab Montag werde ich euch das dann mal schicken. Hoffentlich kann ich es euch ab Montag schicken. Kann aber sein, dass es erst in der Woche vom 6. auf den 12. ist, dann irgendwann. Mehr kann ich dazu im Moment leider nicht sagen. Dann danke ich euch jetzt fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video und Stream wieder mit dabei. Bis dahin, euer Drache. Tschö, Rainer, tschö. Ja, ein wunderschönes Bild. Das war der Supercut.
Im Übrigen, ne? Schön auf 16,5 Minuten runtergeschnittene. Ich möchte nicht wissen, wie lange das Originalding war. Aber viel Sinnvolles wird da auch nicht dabei gewesen sein. Wir haben, ja, 1,5 Stunden schon wieder. Digga. Ich laber zu viel, aber ihr mögt das ja nicht anders offensichtlich. Oh, Leute, in diesem Sinne. Tun, was einer tut. Med Love.